im Fernsehen mache, finde ich eben sehr spannend, dass das Endprodukt, das auf den Sender kommt oder ins Internet, wo immer, ist so stark wie das schwächste Glied von uns. Und das schätze ich extrem, dass das ein grosses Teamwork ist. Wir sind hier beim grossen Eröffnungsnacht vom Kino am See. Mein Name ist Rachel Spirig. Ich bin Redaktorin bei «Gesichter und Geschichten». Während dem Studium habe ich moderieren beim TV3 damals, beim Privatsender. Ich habe das als Nebenjob gemacht. Und ja, eigentlich ist das Feuer dort ein bisschen entflammt. Ich habe gemerkt, doch, das ist eine Umwelt, das ist etwas dort, das gefällt mir. Als Redaktorin mache ich Interviews, die Leute befragen und versuche eigentlich aus dem Anlass, der vor Ort passiert, eine lässige Geschichte zu machen. Also an so einem Anlass wie jetzt heute gehe ich vorher ins Geschäft, noch ein bisschen recherchieren, die Gästelisten updaten, anschauen und dann nachher mich treffen mit dem Kameramann. Wir fahren zusammen zu dem Anlass her und legen eigentlich los. Das heisst, der Kameramann kümmert sich um die Bilder und ich um den Inhalt des Beitrags. Ich sehe ja vor Ort, was passiert und was wirklich spannend ist. Also kann ich also auch am besten entscheiden. Also mein Name ist Olivier Distel. Ich bin fast 30 Jahre beim SRF als Kameramann. Ursprünglich bin ich mal Fotograf. Habe ich mal eine Ausbildung gemacht, und mich das bewegte Bild eigentlich immer fasziniert. Und in der Schweiz ist das einfach eine Möglichkeit, beides zu verbinden, das bewegte Bild und die Welt dort zu sehen. Bei solchen Formaten im People-Magazin ist es relativ ganz klar und einfach. Es wird viel komplizierter oder auch spannender, wenn es größere Projekte sind, wie für Doc-Film oder für SRF bei den Leuten. Heute ist das eine Tour von ca. 6 Stunden und dann ist der Job erledigt. Und am Morgen habe ich schon wieder einen anderen Auftrag, der komplett etwas anderes ist. Mein Tipp, wenn man sich für Medien interessiert, einfach machen. Wenn man auch vielleicht mal sieht, vielleicht ist es nicht das Schweizer Fernsehen am Anfang, wo man arbeiten kann, sondern vielleicht irgendwo noch in einem lokalen Printblatt. Wirklich dort deine ersten Sporen schon versuchen. Jemand, der Kameramann möchte werden, muss aus meiner Sicht einfach unheimlich gewundert sein. Er muss gewundert sein an Bildern, an Geschichten, an Menschen, an die Welt. Und dann tut sich automatisch alle anderen Türen auf.